Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drug Simulator. Es dürfte die 5. Folge sein. Ich nehme hier gerade ein paar Folgen hintereinander auf, weil ich einfach nicht aufhören kann, das Game zu spielen. Wir haben es mittlerweile 20 vor 9, also die normale Zeit, wo ich aufstehe, alles wie im echten Leben. Schön seid ihr wieder dabei. Wow, da ist eine Bestellung reingekommen. Schön seid ihr wieder dabei und wir jumpen gleich rein. Falls ihr noch nicht gesehen habt, um was es geht, schaut die letzten Folgen an. In 13-12 Minuten ist Polizeistunde. Das heisst, ich glaube, wir haben noch 1 Gramm Gras dabei, das haben wir verschenken, genau. Ich glaube, das machen wir jetzt noch schnell. Vielleicht wollte ich mal speichern zwischen. Das haben wir erledigt und dann gehen wir schnell. Haben wir auch noch ein bisschen Geld bei uns? Nicht, okay. Ich glaube, wir können da schnell ein bisschen Gras verschenken, einfach noch so. Wenn wir noch jemanden finden. Auf die Schnelle. Ist um die Zeit überhaupt noch jemand draussen? Auch nicht, weil in 3 Minuten ist die Polizeistunde. Ja gut, ist hat ja super geklappt. Dann gehen wir wieder heim. Der Hunger schaut mich komisch an. Ja, ja, ist gut. Ich hab's begriffen. Was können wir denn machen? Wir wollten das Amphi strecken, aber da muss ich zuerst einkaufen, der Laden hat sicher nicht offen. In der Nacht. Nehme ich mal schwer an. Weil da müssen wir zur Fuß Einski oder wie sie geheißen hat. Und irgendwelches Zeug kaufen, das wir dann brauchen zum Strecken. So, jetzt schauen wir mal. Was geht da ab? Alter Marktplatz. Stink abgeschlossen. Kaira hat Stink abgeschlossen. Okay, jetzt was hat der Eddie hat uns geschrieben. Dein Paket wartet, jawohl, haben wir gelesen. Unsere Dealerin Amarena, die braucht 11 Gramm Gras. Baby, das bringen wir dir. Auf jeden Fall. Und er der Adrian braucht hier 2 Gramm. 2, ist ja gleich. Und der Robin braucht auch 2 Gramm. Wir nehmen jetzt einfach mal alles an. Er braucht auch 3 Gramm. Oh. Der ist neu. Der Timing ist neu. Und der L ist auch neu. Okay. Ich habe alles angenommen, wie es mir mit den Preisen so. Hat sich da etwas geändert? Ich glaube, da können wir noch nicht wirklich einen Gump machen. Ist jetzt noch eine Bestellung gekommen. Ja, der Chuck, logisch. Der Chuck braucht auch noch ein bisschen Gras. Bringen wir dir. So, also. Jetzt 11 Gramm Amphetamin. Für unsere Dealerin. Wie ist das gegangen? So. 11 Gramm. Dann machen wir einmal 10. Und dann ist 1. So weit, so gut. Dann 2 Gramm für den Adrian. 2 Gramm für den Adrian. 2 Gramm für den Robin. Und noch 2 mal 2. Hey, die wollen ja alle Amphi. 1, 2, 3 mal 2 und dann ist 3. Das wird nicht länger. 3 mal 2. Und jetzt haben wir hier noch 1 Gramm und 1 ist 3 brauchen wir noch. Ah, hier haben wir ja auch noch. Okay. Und 1 ist 3. So, und dann brauchen wir noch 3 Gramm für den Chuck. Jetzt rollt der Roboter. Jetzt 3 Gramm für den Chuck. Ich glaube, wir haben alles.
Das habe ich wollen. Ja, es sieht gut aus. Ist noch eine Bestellung reingekommen? Oder können wir noch irgendwie eine Bestellung... ihm müssen wir noch Geld bringen. Okay. Weißt du was, das machen wir näher. Jetzt gehen wir einfach mal ausliefern. Ich speichere vorsichtshalber nochmal. Weil es ist Polizeistunde. Und ich habe Angst. Also, ich würde sagen, wir gehen zuerst zur Amarena. Die ist nämlich Dealer. Und die verschüttet das dann für uns. Und der Chuck ist auch dort dann. Also rechts und geradeaus. Hallo? Spiel? Hallo? Okay. Hallo? Oh. Ganz ruhig. Säckle, Mann. Einfach durchziehen, komm. Oh. Also, da haben wir einen... Oh, der Chuck. Ich hätte gar nicht gesehen, Homie. Sorry. Jawohl, ich habe was du willst. Und zwar 3 Gramm Marihuana. 3 Gramm Marihuana für den Chuck. Dann sind wir das mal los. Boah. Du kannst ein wenig Geld auf deinem Bankkonto lassen. Es gibt ein paar Geldautomaten im Ghetto, wo du Geld ein- und auszahlen kannst. Du brauchst Geld auf deinem Konto für den Einkauf von Möbeln und das Anmieten von Verstecken. Okay. Cool. Die sollte da vorne links sein. Ich werde mal einfach die 11 Gramm Amphi loswerden. Hey Amarena, los, ich habe etwas Schönes für dich. Also, einer ist 10 und einer ist 11. Gehen dir. Wow, wir sind direkt Level 5. Wow, das... Wow. Das hat reingehauen. Aber Geld hat es noch nicht gegeben, die geht es zuerst verschütten, so wie ich es verstanden habe. Okay. Ah, der Adrian wäre dort um die Ecke gewesen. Ah, jetzt sind sie über die ganze Stadt verteilt, oder was? Hier rechts und geradeaus. Oder auch nicht. Ich gehe lieber hinterdurch ohne Scheiß. Hier machen wir ins Häuschen. Links von mir. Ah, jetzt ich eigentlich hierher wollen. Egal. Oh, Homies. Gar kein Bock auf euch. Oh Gott. Die sind durch. Alter Mann. Hey. Hey. Al. Du siehst nicht aus wie ein Al, Entschuldigung. 2 Gramm Amphi. Hier, Baby. Okay, hat mich gefreut und tschüss. Und da vorne irgendwo sollte die nächste Kollegin sein. Hier. Der Damien. Hallo Damien. Du hast schon 2 Gramm bestellt. Nimm dir 2 Gramm. Und tschüss.
geradeaus Richtung Heimat. Alter Mann. Ich sollte vielleicht nicht allzu fest rennen. Falls ich muss rennen, brauche ich die Ausdauer noch. Das ist so creepy. Wo ist der Adrian? Adrian? Links von mir. Ah, hier. Hallo? Oh Gott, 2 Gramm. Merci und tschüss. Jetzt noch 2 in East Old Town. Okay. Kurva. Ich habe nur gelesen, was dort steht. Oh. Kann ich eigentlich auch schleichen? Irgendwie. Scheinbar nicht. Alter! Ja klar, lauft noch dort durch. Am besten kehrt ihr jetzt wieder um und die anderen kommen wieder von dieser Seite. He? Kann ich hier durchlaufen, wo nicht? Mach noch mehr Lärm. Ja, Licht machen. Ja, super Idee. Oh. Hey, hier. Nimm. 3 Gramm hast du wollen. Hier, nimm. Tschüss. Gott. Noch einer. Der Robin. Vorne. Hier. Ah, der Robin, nicht der. Entschuldigung. Das passiert mir glaube ich jedes Mal. Nein! Hier, nimm das Zeug, da bin ich los. 2 Gramm Amphi. Und wir haben noch 1 Gramm Weed, aber ich glaube das haben wir gerade zum Verschenken. Alter! Wer bist denn du? Hey, wo ist ein Gramm Weed? Ich habe noch eins zu verschenken. Sie sind dort hin. Ich laufe jetzt sicher rechts dort, wetten wir. Nein, sieht gut aus. Alter, mein Herz, Mann. Oh. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Instant gespeichert, ich schwöre. Oh Gott. Oh Gott. Uff. Ja, ich muss einfach mal abkommen. Nur ruhig, also, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 282 Dollar dabei. Jetzt tun wir mal das daher. Das kann ich auch mal daher tun, schnell. Nur für den Fall der Fälle. Und dann schauen wir nochmal schnell hier rein.
Geldlieferung, was denkst du darüber? Die hat es schon verschüttet. Ja, vor 5 Minuten habe ich dir das Zeug gebrungen, jetzt ist es schon verschüttet. Die Meute. Ja, zum Geld sammeln treffen. Und ihm Geld bringen. 219 $, okay. Dann nehmen wir hier mal 219 $ mit. Das so eingeben? Nicht, klar. Ja, egal, 221. Und nachher treffen wir uns mit unserer Dealerin. Wo genau? Das ist jetzt so eingezeichnet. Aha, okay. Da ist die Redi und da ist die Amrena. Ja. Jetzt haben wir ja eigentlich nichts Illegales. Wir haben nichts Illegales bei uns, wir haben nur Geld dabei. Also mal nebst dem, dass man einfach nicht raus darf während der Polizeistunde. Das ist so ein bisschen wie Quarantäne. Das ist Dealen während dem Coronavirus. Vor irgendwo. Hi. Wie viel Cash hast du für mich? 152 $. Merci. Gute Meute. Alles klar. Die Tankstelle wurde wieder beliefert. Wieso hat die keine... Ist die nicht beliefert gewesen? Ja, easy. Dann bringen wir jetzt dem Eddie das Geld. Alter. Ja, jetzt bleibt er dort stehen. Verpisst euch! Nein. Ich gehe rein. Nein. Ich habe noch Geld dabei. Und ich stehe nur vor meiner Haustür. Do you have anything illegal on you? Nein. Aber ich darf nicht draussen sein, weiss. Tut mir leid, Officer. Okay, now you're fucked, buddy. Wirklich jetzt. Ja. Und jetzt? Jetzt bin ich daheim. 50 $. Easy. Ja, wir haben noch 373. Das ist also easy. Und das ist wieder Tag, somit können wir easy zum Eddie übersteppen. Und dem Eddie sein Geld bringen für unsere kolumbianischen und mexikanischen Freunde. Es ist noch nicht Tag. Okay, die haben uns einfach hergestellt und den 50er abgezwackt. Alles klar. Können wir denen hinten nachlaufen ohne... Geht dort rechts, und ich will gerne links. Hey, die steht da. Ja, wir gehen einfach raus durch. Ciao. Die müssen ja hier durch. Das ist ja schon wieder klar. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Was kostet es auch, wenn sie mich das zweite Mal in der gleichen Nacht rausnehmen? Hey Eddie. Weißt du, wer kann einfach chillig hier draußen stehen? Hier, nimm das Geld. Geh zu einem Geldautomaten im Ghetto. Ja, das machen wir. So schnell es geht. Ich glaube, heute machen wir mal ein bisschen längeres Vögel. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten. Aber ich glaube... Ah, wir haben einen Skillpunkt. Warte, Moment.
Skillpunkt haben wir noch mit. So. So bin ich ja daheim, oder? Wir schnell ganz rauf, weil dann können wir mal schauen, was mit unserem Geld so abgeht. Haben wir hier noch etwas Cash? Ja. Und dann wie da? Hallo. $300 und alle Schulden zahlt und wir haben sogar noch Stoff im Haus. Langsam läuft's, meine Damen und Herren. Charakter. Wir sind immer noch guter Junge. 6 Skillpunkte. Ich tendiere einfach immer noch daher, die Erfahrungspunkte zuerst aufzubrechen, dass wir mehr Skillpunkte bekommen. Oder wenn wir mal einen für die Preise. Ja, kommen wir auch mal einen für die Preise raus. Die mal ein bisschen streuen da. Einen für Läufer, Geschwindigkeit beim Rennen. Nein, eigentlich lieber noch einen Tarnkappe. Was ist Illusionist schon wieder? Das Cops nicht finden, wenn sie mich anhalten. Ja, da vertraue ich nicht so drauf. Größere Taschen, mehr Ausdauer. 4 Punkte haben wir noch. Ich glaube, wir nehmen einfach den noch. Dass wir weniger geschnappt werden. Ja, das machen wir. So, zu einem Bankautomat. Wie 5 Kunden abhängig machen. Wie mache ich das? Meinen Sie einfach neue Kunden anwerben? Oder der Chemiker? Muss ich jetzt selber etwas basteln? Neue Verkaufsgebiete freischalten. Stink und Kennel. Kann ich da irgendwo, da kann ich doch etwas lesen. So. Funktion. Chemie. Ein gewisser Anteil des jährlichen Stoffes geht bei der Verarbeitung verloren. Billiges Equipment führt zu größeren Verlusten. Dies steht für die Qualität der Verarbeitung. Je höher, ist echt klar. Jeder Stoff und jede Droge verfügt über einzigartige Eigenschaften. Stärke, Toxität, Mischstärke, Feuchtigkeit, Suchtfaktor. Die Vermischung verschiedener Stoffe hat Einfluss auf die endgültigen Eigenschaften. Einige Stoffe können die Mischung stärker oder toxischer machen, andere wiederum machen die Droge leichter. Eine kleine Dosis suchterregender Substanzen kann einen Kunden süchtig machen. Eine sehr toxische kann sehr tödlich sein. Die exakten Proportionen von Stoffmischungen sind nicht aufgelistet. Du musst selber schauen, was das Beste ist. Und ein bisschen experimentieren, ja, klar. Ja, Stoffart ist klar, Pillen und Geschichten. Oh mein Gott. Das kommt so nicht gut. Wenn wir es mal riskieren und in der Nacht, was haben wir nicht für Zeit? 2 Uhr morgen. Hoppla. In der Nacht zur Tankstelle steppen. Von innen sieht es aus, als es wäre Tag irgendwie. Manchmal. Wenn wir probieren zur Tankstelle zu kommen und ob die offen hat in der Nacht, dann wissen wir das mal und dann können wir mal irgendwie etwas kaufen. Und probieren unser Amphi zu strecken. Vielleicht brauchen wir noch ein Gerät dazu, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, das sollte also relativ easy sein. Die Frage ist einfach nicht, was streckt man Amphetamin. Also, an der Stelle gar nicht, aber wir müssen ja mehr Umsatz haben, also dementsprechend können wir ja mal schauen, was passiert, wenn wir da so ein bisschen... Hast du auf? Ah, die hat auf. Fuß, Amy! Was gamest du eigentlich die ganze Zeit? Oder bist du im Zeug bestellt? Aha, alles klar. Mache ich auch immer. Also, los, Amy. Ich hätte gern Waschpulver wird zur Wäsche von Kleidung verwendet. Ja, das ist klar. Waschpulver, Ibuprofen.
Spraydose, mittlere Packung. Aceton. Lösemittel, Salz. Zucker. Hey, ich habe halt keine Ahnung. Kristall, Pulver. Ich habe keine Ahnung, wenn wir einfach mal mit Bachpulver. 12 Kilo. Komm, ich kaufe jetzt einfach mal 8 Päckchen Bachpulver. 12 Kilo für $8. Mischen das mal ein bisschen mit Amphetamin, schauen was passiert. Bachpulver und Amphi, ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, leider absolut keine Ahnung in diesem Business, was man mit was mischt und so, das müssen wir einfach wirklich herausfinden. Klar, ich könnte jetzt einfach googlen, aber das wäre ja halb so lustig. So, meine Damen und Herren. Jetzt, wie läuft das hier? Bachpulver. Ich habe gemeint, wir haben... Ja, das ist ein Sack 12 Kilo. Okay, alles klar. Jetzt nehmen wir doch da mal Inhalt des Mülleimers. Auswählen. Ausgewählt. Keine Inhaltsstoffe zur Auswahl. Stoff hinzufügen. Ah, okay. Jetzt sind wir 1 Gramm Amphi. Präzision armselig. Maximale Arbeitszeit 10 Sekunden. Okay. Ah, wir haben nur noch 1 Gramm Amphi gehabt. Okay. Und Bachpulver. Bachpulver. Stoff hinzufügen. Nein, das ist doch ein bisschen viel, würde ich sagen. Was machen wir da? Mm, 1 Gramm Amphi. Ja, mehr als halb. Halb, denke ich, bist du irgendwie krank, oder nicht? 1 Gramm. 2 Gramm von Unnaimed Mix, Amphetamin und Bachpulver. Präzision armselig. Arbeitszeit. Mix anwenden. Mix Details. 50-50. Ich weiß nicht, ich glaube wir machen lieber 2 zu 1, oder nicht? Stoff hinzufügen. Dann haben wir noch 1 Gramm mehr. Es ist 3 Gramm. Und mit Mix Details, jetzt ist 2 zu 1. Mal schauen, was passiert. Mix anwenden. Neuer Amphetamin-Mix. Wie nennen wir unseren Mix? Wir nennen unseren Mix Flash. 2 Gramm Amphi, 1 Gramm Bachpulver. Gib ihm. Können wir das auch selber testen? Okay, und jetzt können wir das Produkt verpacken. Gesamtquelle 3 Gramm, Flash Powder. Neues Produkt. Können wir da 3 mal 1 Gramm machen? Und das morgen einfach irgendwelchen Leuten verteilen. Mal schauen, was passiert. 3 mal 1 Gramm auf Flash. Oh Gott, die Angst. Ja.
So, da haben wir noch 4 Gramm Amphi und da haben wir... Können wir das eigentlich verräumen? Ah, okay. Kleines Glas, mittleres Glas. Ich brauche das da noch hier neben dran. Ein Gläser könnten wir noch mal mehr kaufen. So, wie viel? 37 Gramm Gras haben wir noch. Okay, so. Und das Bachpulver. Wie schafft. Also, Bachpulver und das Gras nehmen wir in den Sack und das Geld tun wir auf die Seite mal. Und ja. Ich habe so Angst, dass ich krepiert wegen uns. Dein Bankkonto steht dir ab jetzt zur Verfügung. Prüfe deine Bank-App, um deine Ausgaben sowie deinen Kontostand einzusehen. Okay. Oh, wir haben $800 auf dem Konto. Okay. Wir haben scheinbar... wir bekommen noch Satzgeld. Abgaben. Dein letztes Honorar, fick dich, du faules Stück Scheiße. Okay, alles klar. Wir haben wahrscheinlich irgendeinen Job gehabt, wenn es nicht mehr so gepasst hat, weil ich dort noch Geld verdient. Buß ist auch direkt vom Bankkonto abgezogen worden. He? Zahlung mit Einkaufsgutschein. Okay, jetzt bekommen wir einfach 400 Sots. Aber die Frage ist, was kostet unsere Immobilie? Jahresabo. Pornmasters, willst du mich verarschen? Schön. Mit der Miete im Rückstand, das tut mir leid, Mr. Curtis. 600 Stutz. Also unser Sotzgeld reicht nicht mal für die Miete zu zahlen. Sexshop Amanda Cherry. 65 Steine. Spirituosengeschäft $183. Digga, wir müssen mal über die Ausgaben reden. So. Und ich glaube, das wäre es soweit schon gewesen für die heutige Ausgabe. Ich tue jetzt die Polizeistunde, glaube ich, überspringen, dass wir mal wieder bei Tag rauskommen. Und ja, schön seid ihr dabei gewesen. Merci fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da, abonnieren und so weiter. Ihr wisst, wie es läuft. Ich freue mich über jeden Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Merci. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Drug Dealers, wenn wir unser Business weiterbauen können. Jetzt tun es gerade, als hätte ich Cops im Haus. Ist gleich, wir sehen uns. Bis gleich, Timo G. Ciao.